Aber die Frage ist jetzt, was ist denn los bei Menschen, die die Liebe wie einfach nicht empfangen können? Vor einiger Zeit hat mich ein Seelsorger gefragt, was ich Menschen rate, die sich nach der Liebe Gottes sehnen, aber die einfach nicht erleben. Die sich ausstrecken nach der Liebe von Gott und irgendwie einfach das nicht erfahren, dass Gott sie liebt. In der Bibel heisst es ja, dass die Liebe von Gott ausgegossen ist in unsere Herzen. Und ich möchte es euch anhand von diesem Schwamm hier zeigen. Wenn der Schwamm symbolisch für unser Herz ist, möchte eben Gott seine Liebe ausgießen über unser Herz, unser Leben hinein. Er möchte uns so richtig überschütten mit Liebe, dass wir die Liebe aufsaugen und anderen Menschen weitergeben. Und die Liebe, die kommt von Gott und die Idee ist, dass wir die immer wieder aufnehmen und anderen Menschen weitergeben. Aber die Frage ist jetzt, was ist denn los bei Menschen, die die Liebe wie einfach nicht empfangen können? Ich möchte das anhand von dieser Klarsichtfolie demonstrieren. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt wie Menschen, die so wie eine Klarsichtfolie um ihr Herz gelegt haben. Die Klarsichtfolie, die schützt sie zwar auch, aber sie macht eben auch, dass ihr Herz irgendwie undurchlässig wird. Dass sie die Liebe nicht mehr aufnehmen können, sondern dass sie wie wasserdicht sind für die Liebe von Gott. Die Frage ist aber, was ist denn schlussendlich das, was sie da schützt? Und es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Ich kann hier nicht alles aufzählen, aber es können zum Beispiel Verletzungen sein. Dass sie jemandem wie nicht mehr vertrauen können. Oder dass sie auch von Gott wie den Eindruck haben, ich bin enttäuscht worden und ihm stille Vorwürfe machen. Es können Sünden sein, die sie akzeptieren, die sie tolerieren in ihrem Leben. Oder auch im esoterischen Bereich sich bewegt haben. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der ist mal zu mir gekommen und er hat gesagt, weisst du, es bleibt bei mir alles stecken im Kopf. Eigentlich möchte ich die Liebe von Gott erfahren, aber bei mir bleibt das wie stecken im Kopf. Ich weiss nicht, was los ist. Er hat mir nachher erzählt, dass er über Jahre verschiedene esoterische Praktiken wie Reiki und so weiter gemacht hat. Und das war wie ein Deckel auf seinem Herz. Das Herz war wie eingeschlossen. Oder eine junge Frau, die über Jahre ganz intensiv Horrorfilme geschaut hat, war auch wie zu. Und bei all diesen Menschen, ich könnte euch x Beispiele erzählen, ist es so gewesen, dass wir nachher zu Gott sind, ihn um Vergebung gebetet haben und auch die Mächte, die da dahinter stehen, haben wir gelöst. Und es war wie, dass Gott die Folie wegnimmt. Und aufs Mal waren die Herzen wieder offen für die Liebe von Gott zu empfangen. Und sie haben die Liebe aufnehmen und weitergeben. Und schaut, wir alle, glaube ich, stehen in der Gefahr, dass wir uns manchmal so schützen mit irgendwelchen Folien. Gegen aussen sieht man es vielleicht nicht einmal, aber sie sind eben gleich undurchlässig. Wie macht er Mut? Wird ehrlich, kommt zu Gott, bittet um Vergebung und lässt dich befreien und wirft die Folie weit weg. Und Gott wird dein Herz mit seiner Liebe erfüllen.